Letztes Wochenende bin ich mit dem Adi auf einer Töffel-Tour gegangen und da hat der auch ein Video abgeladen. Ich habe keine Ahnung, wie das Video aussieht. Ich habe noch ein paar Insider-Infos gegeben zu dem Video. Also es war wirklich ein wilder Tag, es wird ein witziges Video. Let's go, wir gehen rein! Du, hey, darf ich deine Nummer haben? Ey, du weißt schon, dass ich einen Freund habe. Sieht gut aus, oder Chat? Sag dir ehrlich. So ein Spaß. Oh mein Gott, ist das ein Thomas E1292? Mein Freund ist einfach gerade so strahl in der Ferien. Kann ich bei dir hinten drauf und dann können wir zu mir heimgehen? Meine Muni Mai, ich sag nein, du gehst heim und zwar alle. Oh mein Gott, ist das ein Thomas E1292? Mein Freund ist gerade in der Ferien, kann ich zu dir heimkommen? Ah, perfekt. Nein. Divertimento auf Wish bestellt. Ganz ehrlich. Also wirklich, mein Chat unterstützt mich einfach nie bei dem, was ich mache. Das Töffli, warte, ich sehe es gerade nicht. Also wirklich, der Helm, den der Adi angegeben hat, 10 von 10. Und ich wirklich, ich habe fast noch nie das Jeans-Hemd noch fast nie angelegt. Das war der Moment gewesen. Und ich habe es genossen. Komm, wir gehen rein. Wir sind noch einmal 2 Kilometer gefahren und der Moira hat es geschafft, dass sein Töffli abgegangen ist. Ey, es ist abverreckt, ich weiß nicht wie. Das ist das Töffli, das bin ich. Das war wirklich das Töffli, das bin nicht ich. Zum Kotzen, Mann. Ich habe das wirklich gewusst, wieso was nicht geht, das Töffli. Hure mühsam, Mann. Ich bin dort in der Innerschweiz irgendwo, im Altdorf, in der Nähe Uri gsi. Ich habe nicht verstanden, was jetzt los ist. 10, dass du es nicht schaffst. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Oh, Scheiße. Oh nein! Das gibt's doch nicht! Das gibt's! Wo sind noch die Fragen? Wo sind die Fragen? Ich hoffe, ihr hört mich. Vloggen während dem Töffli fahren. Das war wirklich das allerletzte. Ich habe es völlig vergessen. Ich habe es völlig verschissen. Ich habe wirklich nicht gewusst, dass... ich habe es einfach vergessen. Schon im 10 Stutz. Scheiße. Ist immer eine sehr gute Idee. Oh, jetzt kommt ein Loch! Oh shit! Jetzt fliegen mir die ganze Zeit Möckli ins Gesicht, Alter! Ah ja, mit seinem Höflug ihm die ganze Zeit Möckli ins Gesicht. Ich habe zum Glück so ein Visierdings gehabt. Am besten, da kann man es runter tun und Abfahrt. Sein Töffli Real Talk ist ungefähr 10 Mal langsamer gefahren als meins. Wirklich. Sie ist gegen oben etwa 5 gefahren, meins etwa 25. Perfekt. Ja, wahrscheinlich 10 Mal, oder? Freundinnen und Freunde draussen, der Milo und ich machen heute das Alpenbröwe. Aber nicht irgendein Alpenbröwe, sondern das Red Bull Alpenbröwe. Das heisst, wir sind mit unseren 2 Töffli unterwegs. Beste Töffli sagen solche gesetzt auf der Straße noch. Ihm sein Töffli ist so viel schneller als meins. Let's go! Normalerweise ist das ein riesiges Rennen mit mega viel Töffli, aber ihr wisst, wegen Corona hat das nicht stattfinden. Das heisst, es findet da so ein bisschen anders statt. Jeder fährt selber mit seinem Töffli über so viel Pass wie möglich. Eben, Red Bull hat uns da eingeladen, für das zu machen. Sehr, sehr nice gewesen, ehrenhaft. Und der Milo und ich probieren das eben auch. Aber ihr wisst es, ich kann nicht mit einem normalen Töffli fahren. Wir haben das ein bisschen pimpen. Vorne hat irgendein komisches Blühstiel, die klassische Schweizer Fahne. Natürlich ein nicer Helm und eine nice Brille. Ich sehe straight aus wie der Dude von dem einen Meme. I'm still gonna send it. Und Red Bull hat uns auch ein kleines Päckchen gegeben. Von innen sind die nötigen Utensilien, dass man überhaupt auf den Pass fahren kann und so. Start Nummer 1, Start Nummer 2. Oh, yes! aha. Hure viel Sticker. Eine Red Bull Kappe. Red Bull. Und noch ein paar Klammern. Aber die Kappe habe ich noch, warte, die habe ich noch. Warte schnell, ich komme gerade. Das da hier ist der Alpenbröwe-Hut, den habe ich noch. Aha, passt zu mir gut, sage ich dir ehrlich. Um das Ganze zu befestigen. Eine Nummer ist platziert, es ist ein bisschen schräg geworden, aber sie hebt. Zweite Nummer da. Leute, es regnet. Let's go. Ah. Yes, let's go! Wir müssen hier durch. Wir müssen auf Meiringen. Und es hat geschifft, es hat angefangen zu schiffen. Kaum sind wir den Pass losgefahren, der Sustenpass war es übrigens. Kaum
sind wir angefangen zu fahren, hat es gottlos verschiffen. Und das hat mich hure abgefuckt. Wenn ich dort losgefahren bin, hat es mich abgefuckt. Es fehlt ein Bier. Nein, es fehlt kein Bier. Ich trinke keinen Alkohol. Der Milo ist viel schneller als ich. Der ist schon weg. Ich habe gerade irgendwo angehalten und ich warte jetzt gerade noch auf Adi. Keine Ahnung, wo der Schlawinski ist. Der Sieg ist langsam. Scheiße! Digga, mein Töffel ist so langsam. Ich komme nicht vorwärts. Es fährt so langsam, dass ich manchmal sogar das Gleichgewicht nicht richtig heben kann. Nein, und nicht alkoholfreies Bier. Alkoholfreies Bier ist wie. Ja, okay, ein bisschen blöd, ja, ein guter Vergleich. Okay, ja, aber ist einfach scheiße. Aber er ist wirklich. Ohne Witz, er ist hure langsam unterwegs gewesen, Mann. Und da sehen wir ihn. Ein Adi Totoro. Alter! Es war so langsam gewesen, sein Töffel. Ich musste immer warten und ich habe so kalt gegeben da oben, Mann. Oh shit, und das Wetter, wie findest du? Bro! Ich habe den Maelo sicher so für 1 Stunde gefühlt einfach nicht mehr gesehen. Der ist einfach weg mit seinem Töffel. Irgendetwas ist nicht gut mit dem Töffel. Ich weiß nicht genau was. Die haben bei mir so irgendetwas eingebaut, weil die haben gewusst, es kommt regnen. Und die haben gesagt, Adi, der muss kalt haben. Am kältesten habe ich hier beim Arm. Aber ich habe natürlich Wollsocken angelegt. Ja, stimmt schon, wenn nicht so viel Verkehr gehabt. Das stimmt schon. Wenn wunderbar Wetter war, dann wäre so viel Verkehr gewesen, so viele Autoposer und Poserinnen, Töfffahrer und so weiter, wie fast kein Verkehr gehabt. Das stimmt schon, das war nice gewesen. Immerhin haben wir eine schöne Aussicht. Das ist nice. Kurze Hose, T-Shirt auf einem Bass. Was haben wir uns überlegt? Mein einziges Ziel, das ich noch habe, ist einfach auf einen Bass raufzukommen. Wenn ich das geschafft habe, dann kann ich nur noch runterrollen. Ich glaube, wir müssen weiterfahren. Wissen weiter, wie schaffen wir das? Komm, Wir schaffen das. Let's go. Es läuft! Halt, Brüder, wir schaffen das! Let's go! Vollgas! Und jetzt fährt er wieder 10 km/h. Das ist nicht schneller gegangen als das da hier, wirklich. Wir schaffen das! Oh nee, mein Blühstiel ist nass geworden. Ja, und hat er sich einfach noch gehabt an mir. Was für ein Unehrenmann. Zieht euch die Aussicht rein. So schön. Oha. Nicht schlecht, oder? Wir sind angekommen. Nice. Auf dem Sustenbass. So ein geiles Gefühl gewesen, wenn wir dort endlich da oben waren, Mann. Milo hat vorhin in seinem Vlog schon gesagt, der Sustenbass hat uns alles abverlangt, weil das ist ja nicht irgendein Sustenbass, sondern der Sustenbass. Ja. Normalerweise sind da anscheinend so 1000 Töffel am Rauffahren. Heute sind wir die einzigen zwei. Oh Mann, Alter, jetzt sind wir auch noch aus dem Restaurant rausgeschossen worden, wie sie zumachen. Dort ist jemand. Ein Töffel. Oh! Oh! Dort sind Leute mit dem Töffel. Gestartet haben wir hier unten. Da unten? Dann sind wir zuerst Grimsel, vorher zum Susten. Merci. Ja, bei diesen zwei Jungspunden haben wir uns den Pullover geschenkt. Ja, ich dachte, komm, wir müssen etwas zurückgeben, oder? Etwas zurückgeben. Der Adi hat zwar einen Pulli gut können... Ah nein, der Adi hat den Pulli behalten, aber er hat ihn sehr gut auch für sich gebraucht. Mega nice Dudes gewesen. Wir haben ihnen noch die beiden Pullis gegeben, die Wahrscheinlich Dudes, oder? Die eine Frau komplett am Disrespekten. das Red Bull geschenkt hat. Finde ich mega nice. Die haben mega Freude daran gehabt. Wir haben es geschafft, das ist das Wichtigste. Und jetzt geht es nur noch runter. Runterfahren. Let's go. Adi, einfach ist ihm wieder die ganze Zeit. Woo! So geil. Also, wie das Outfit hier mit den Feuersocken. Habe ich die gerade an, die Feuersocken? Ja, die habe ich gerade an. Die habe ich gerade an, so Feuersocken hier.
Die Feuersocken, die sind sehr fresh, die Feuersocken. So eine geile Aussicht, ganz ehrlich, so geil hat das ausgesehen. Und das Jäckchen, das ich da habe, ist sehr, sehr nice von Palace. Kuss. Wir haben es auf Meiringen geschafft. Wir haben unsere geliebten Töffel müssen abgeben. Das Sieg ist eben gefühlt mit 5 km/h um die Kurve gefahren. Ja, das stimmt, aber hey, Safety first. Der Himmel ist extra schön geworden für uns und dort hinten spielt extra noch so eine Marschmusik, nur weil wir hier angekommen sind. Das ist unglaublich. Also wie die aussehen. Melo, was lernst du daraus aus dem Alpenbrücken? Kurze Hosen sind auf 2500 Metern nicht so förderlich. Und ich lerne daraus, dass man nicht das Töffel muss nehmen, das besser aussieht, sondern das, was schneller ist. Wir sind jetzt gekonnte Mofa-Fahrer. Wir sind Bassbezwinger. Kein Bass, ist mir von uns sicher. Auch nicht der Kontrabass. Und auch nicht der Schweizer Pass. Und auch nicht Tapas. Aber hey, im Endeffekt machen wir doch nur Spass. Das ist gut gewesen, das ist gut gewesen. Und du, lieber Maelo, bist ein Spass. Hey, ciao, Gab. Ganz ehrlich, was ist das um mich und was ist jetzt da noch? Sorry, darf ich deine Nummer haben? Easy, machen. Grüße auch nochmal. Kann ich bei dir hinten drauf und wir können zu mir gehen, wenn du willst. Ja, Kuss Red Bull. Mir einfach abgeleckt, das Schwein. Aber hey, sehr, sehr geil, sehr, sehr nice. Kuss. Danke dir fünfmal für, dass ihr auch dabei sein bei diesem Event. Sehr lustig, sehr witzig. Nice.